Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Ja, da sind wir wieder bei der Stampede. Und mir ist ein bisschen was bewusst worden. Vielleicht ganz gut. Also man wird schon manchmal ein bisschen, ja, unvorsichtig, arrogant oder überheblich. Da habe ich ein bisschen, und gedankenlos. Gedankenlos, also das ist keine böswillige Absicht und ist ja nichts passiert zum Glück. Also das ist, weil, ja, hab da jetzt nochmal nachrecherchiert und habe auf Reddit da so einen Beitrag gefunden, den verlinke ich euch natürlich unten, dass der Motor da bis zu 20 Ampere mit der stärkere Feder zieht. Und das erklärt, warum das dann mit dem Netzteil nicht mehr geht, weil das kann bloß 10 Ampere. Und ja, warum das auch mit den EMRs nicht geht. Weil die können, also da habe ich jetzt keine verlässliche Zahl gefunden, aber die können auch 1,6 bis 5 oder sowas, irgendwo da dazwischen wird es vielleicht sein. Da haben wir 3 davon. Da sind wir bei 4,8 bis 15 Ampere. Das ist auch noch Eckle weg. Da ist mir auch klar wurde, ja gut, okay. Das ist gerade so, dass es mit den Valkyrie-Motoren geht. Die dürfen dann aber auch nicht blockieren. Also. Weil da haben wir dann die Valkyrie-Motoren, die haben 0,6 Ampere im Leerlauf und 14 Ampere im blockierten Zustand. Und dann haben wir also ich rede jetzt von meinem eigenen Blaster und von der Swordfish. Da habe ich die Valkyrie-Motor von diesem Out-of-Darts-Lade, also der Dartlade, der kein Darts hat. Okay, der Witz ist immer noch alt. Auf jeden Fall, ja, haben wir da halt dann 2 davon, also 1,2 und 28 Ampere. Gut, ich meine, den blockierten Fall, den kann man. Also man hat ja da einen Drücker und muss dann halt ziemlich zügig loslassen. Eigentlich müsste man da Elektronik einbauen und dass das dann automatisch, wenn der Strom dann über das kommt, was die EMRs vertragen, dann dass das sofort abschaltet. Oder wenn das nahe rankommt, einfach schon. Aber gut. Jetzt wollen wir da nicht drum rumkommen, da Honor ein Ding einzubauen. So ein Lithium-Polymer-Akku. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Ob man auch nicht das aufmacht und das damit bedient. Wobei, das ist ja dann trotzdem noch, das kann ich nicht ausschalten dann. Weil momentan habe ich das Problem, bis ich das abgeschaltet kriege, dauert das viel zu lang, wenn irgendwas in Scheiße läuft. Das mag ich so nicht. Also der mag ich zügig abschalten können. Also von daher, ja. Oder wir bauen das gleich richtig zusammen, dann haben wir da noch den Schalter. Dass wir den sofort betätigen können. Das bin ich jetzt gerade im Überlegen, wie man das am geschicktesten macht. Das könnte man einfach aufschrauben. Jetzt gucken wir mal. Ja, das ist mir schon ganz gut, dass man das mal bewusst wurde. Ich habe gedacht, da mache ich jetzt auch gleich direkt hinterher ein neues Video, weil das habe ich am Ende vom anderen Video erzählt. Das war jetzt nicht so clever, das habe ich dann noch recherchiert und ja. Und so EMRs werde ich in Zukunft auch nur noch bei Läden kaufen, wo das dann beim Verkauf schon sauber angegeben ist, was da drin ist, weil das alles andere, also ja, da ist man irgendwie als Ingenieur auch einfach zu verwöhnt manchmal. Wenn man denkt, 10 Ampere Netzteil und sowas. Die Probleme hatte ich nicht. Ich hatte halt immer Netzteile, die anständig was können. Aber da habe ich geguckt, da habe mir gedacht, okay, 20, 30 Ampere Netzteil. Das kostet halt eine ganze Ecke mehr. Und ja, ich weiß nicht. Und Strommesszange und alles, das ist auch nicht ganz günstig. Und dann will ich halt auch keinen billigen Cruise haben. Und eigentlich hätte ich gerne Ostsee und das alles, dass man auch mal wirklich messen kann, was an Strom fließt. Ja, aber dann reden wir gleich von richtig Geld. Also, lasst ein Abo da, drückt das Klingerle, lasst ein Kommentar da, dann kann man das irgendwann mal leisten. Und dann können wir da auch Sachen mitmachen. Und dann kann ich da auch Erkenntnisse präsentieren. Oder schreibt mal in die Kommentare, was euch das bringen hätte, wenn ich das hätte.
Das, das wäre ja schon auch interessant, was man da zusammen machen könnte, was man so untersuchen könnte, auch um das Thema herum. Oder ja, vielleicht machen wir dann, und wenn ihr das alles unterstützt, machen wir dann vielleicht noch einen anderen Kanal oder andere Projekte, wo man ein bisschen was macht. Ja, jetzt gucken wir mal. Das so, das wird jetzt so nicht gegangen. Ah, das. Da kriege ich immer fast einen Herzkasper. Eieiei. Irgendeiner löst immer aus. Also, das scheint. Ja. So gehe, wenn es denn dann halt geht. Das wieder raus. Ich sag's euch, das macht mich. Okay, der ist gemütlich. Ja, was der an Strom kostet, das habe ich jetzt auch noch mal ausgerechnet. Das habe ich jetzt, das ist weg. Das gucken wir uns auch. Weil da haben wir jetzt hier die 650 mAh und die 75 C. Das da teilen wir durch 1000, dann haben wir Amperestunde. Multiplizieren wir das mit. Also der maximale Strom ist wohl das C-Rating, was die 75 hier sind, multipliziert mit der Amperestunde. Und da kommen wir daran, wenn wir die 75 mal 0,65 Amperestunde, kommen wir auf 48,75 Ampere Maximalstrom. Und das müsste ja dann, wenn das so verschrammt. Weil das ist für Dokumentation später. Muss dann bloß wissen, welchem Teufel Video das war. Da habe ich da mit Öl verschmierte Finger mal drüber gewischt. Wollen wir es riskieren, das jetzt einfach zusammenzubauen? Es hilft ja nichts bei laufender Kamera zu prokrastinieren. Das ist so Sache. Es hat jetzt schon ein bisschen mehr Dampf. Und alles. So. Ich hätte schon gerne noch einmal einen gescheiten Schuss abgeben wollen. Dass ich sehe, dass das auch funktioniert. So. Okay. Das klingt so, wie wenn es schießt. Aber sind die Pfeile jetzt so verratzt, dass die nicht mehr taugen? Oder taugt mir doch auch nicht das Dartgate nicht mehr und das Ganze. Irgendwas. Oh, das sind auch noch. Hier kommt's noch raus. Irgendwas taugt da jetzt nimmer. Müssen wir dann den Teil vielleicht auch noch entfernen. Mit dem Dartgate und dem ganzen Krust. Das ist. Sag's euch, das kostet Nerven. So. Das müsste doch jetzt. Ach, das ist rausgeschossen, aber nicht richtig.
Wisst ihr was? Macht jetzt alles. Räumen wir da mal die Magazine weg. Dann schrauben wir das zusammen. Und vorher entfernen wir das Startgate da noch. Und da hängt da hoffentlich kein Sicherheitsschalter dran, oder? Weil nicht, dass man das da dran liegt. Und dann müssen wir sowieso mal gucken, dass man das irgendwie für Eibepfeile auslegt. Das wäre schon auch cool. Aber alles nach dem anderen. Jetzt will ich erst einmal, dass das immer gescheit funktioniert. Dann müssen wir hinter sowieso überlegen, was man mit dem Batteriefach macht. Ob man da einfach einen Deckel drauf macht. Oder wie man das Ganze da drin montiert kriegt. Das heißt, man muss ich gucken, wie die Verkabelung machen. Aber das machen wir alles im Schnelldurchlauf. Ich würde sagen, ich mache das Startgate da raus im Schnelldurchlauf. Ich mache da vorne die Verkabelung sauber. Und da vorne das Ding da vorne nochmal. Und dann schwätzen wir weiter. Dann, bis gleich. So, jetzt ist es zusammengeschraubt. Jetzt gucken wir mal. Das wäre schon ganz Ecke leichter ohne das. Ohne das riesige Batteriefach. Aber jetzt gucken wir mal, ob das Startgate, ob das Käufer hat, das zu entfernen und alles. Also, haben wir jetzt da das mal ein Alarm. Bis hin bei, haben wir 4 Volt pro Zelle und 12,2 Volt insgesamt. So, da lang. Das ein bisschen auf die Seite. Die ist schon lang zu hantieren. Okay, das ist gut, dass wir den Ausschalter haben. Das geht nämlich nicht von alleine aus. Okay, das ist ein bisschen ein komisches Pleisterle. Und das jetzt mal. Das ist gut, dass ich das alles isoliert habe. Komisch ist. So, da. Sie auch mal seht. Okay. Das ist eine seltsame Geschichte. Weil, warte mal. Okay, so kann man es auch ausmachen. Das ist seltsam. Warum geht das nicht aus? Schießt das jetzt
Eieieiei. Das heißt, wir müssen doch das Ding abzwicken. Das. Oder irgendwie schießt das nicht zuverlässig. Eieiei. Oh, ich sag's euch. Okay. Da war noch einer drin. Gottes sei, wenn ich bloß einen drin habe. Okay, den ersten schießt. Also das hat schon ein bisschen Bums. Jetzt gucken wir mal. Ja gut, die sieht jetzt halt auch schäbig aus. Das ist ganz okay. Abgeschnitten, kurze Pfeile draus gemacht. Das ist dann Recycling. Also, was hat das Ding serienmäßig? Mittel 16,2 Meter pro Sekunde. Und was hat's? RPM 162, also das war auf Doyle Ois. War das Ende oder Anfang von Doyle Ois? Das ist auch so lang her. Doyle 2 war der 9,4 im Mittel. Doyle 3 war nix. Doyle 4 war 6,9. Oder zweiter Versuch 9,9. Doyle 5 war glaube ich auch nix. Und Doyle 6 habt ihr neulich gesehen. Das war auch nix. Also da ist auch nicht wirklich vorangegangen. Das heißt, müsstet wahrscheinlich das Ding wegmachen, dass das so Ausschalter und das. Oh, das ist frustrierend. Das ist frustrierend. Also den Lipo brauchen wir auf jeden Fall. Aber das ist jetzt halt wieder. Das müsste jetzt schon gescheit schießen, aber das gibt halt trotzdem keine anständigen Messwerte. Das ist halt trotzdem nicht gut. Da bin ich sprachlos. Vor laufender Kamera. Seht, wie professionell ich noch nicht bin. Eieiei. Dann müssen wir das dann doch für kurze Pfeile machen, oder? Das heißt, der Pfeil ist zumindest mal rausgekommen. Aber das ist halt. Das ist ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel. Okay. Das heißt, sind wir jetzt eigentlich schon Doyle 7. Doyle 7 auch wieder nichts.
Schalter. Ich sag's euch. Das ist... Ja. Und was wir noch probieren können. Wirklich frische Pfeil. Guck, ob das Gott. Weil das kann jetzt auch sein, dass die Pfeile einfach auch nicht mehr taugen. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Dahinter ist mein Auffangnetz, da sollte es eigentlich rein. Ich würde sagen, ich hole mal frische Pfeile, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Schön schwarz. Hab die weiße Pfeil kurz schwarz angemalt. Painting Black. So, da. Das ist mal ganz praktisch. Die landet danach in das Wortfisch. Damit man das ja keinen orangenen Staub macht. Guck mal, ob das überhaupt Gott. Aber hab da jetzt nicht wahnsinnig viel Hoffnung. Besser. Nicht gut, aber besser. Gucken wir mal. Lipo hat immer noch 12 Volt. Kraschel. Gucken wir mal. So, da. Einschalte, so das. Ja, also, okay. Im Mittel haben wir 6,3, im Maximum 11,9, im Minimum 1,9 und wir haben 1128 Runde pro Minute. Das halte ich von Gerücht. Das heißt, aber es sind zumindest mal Messwerte. Jetzt machen wir mal noch mal an, gucken mal, was da dabei rauskommt. 5,5. Die ganze Modifiziererei, um noch schlechter zu sein wie im Original. Da passt irgendwas nicht. Mann. Der ist gar nicht richtig rausgekommen. Gott, es sei, dass es die Pfeile nicht sauber lädt, oder schießt es immer noch nicht? Die kommen halt nicht zuverlässig raus. Das ist jetzt blöd, das Dartgate zu entfernen, oder ich verstehe das. Ich verstehe es nicht, wobei das hat ja vorher auch schon nicht funktioniert. Gut, das habe jetzt gerade geguckt, ob das da eine vielleicht Auswirkung hat. Das wäre jetzt die lange Kunstpause. Aber das ist ja bloß da und nach, um das Startgate zu öffnen, wenn es ganz zurück ist, damit man das da aufmachen kann.
Nur langsam. Ich glaube, das war der Dekoartikel. Jetzt habe ich langsam Schnauze voll. Ich meine, das müsste jetzt eigentlich doch mehr Leistung haben und alles. Also das. Oder ist das ein Fehler gewesen, den R-Restriktor rauszumachen? Oder ich weiß es, ich verstehe es gerade echt nicht. Also, was den Blaster betrifft, da stehe ich völlig auf dem Schlauch. Also. Und ich glaube, den lassen wir jetzt einfach auch mal eine Zeit lang Ruhe. Es ist wieder zusammengeschraubt und man kann ihn in die Ecke stellen. Und bewundere das nicht, Gott. Und das Problem bewundere. In all seiner Pracht und Schönheit. Man kann das bestaunen und vielleicht finde ich irgendwann mal die Inspiration, die mir fehlt. Momentan. Aber ich muss mich dann nochmal einlesen. Ich habe jetzt gedacht, das Problem wäre mit mehr Leistung gelöst. Ich meine, gut, dass das jetzt nicht abschaltet, das Problem ist einfach zu lösen. Dann müsste man bloß das Plastik da wegmachen und dann ist gut. Also das durfte ja gerne, aber dass das gar nicht so richtig gut hat, das nervt. Aber lassen wir es gut sein für heute. Da kann jetzt noch eine halbe Stunde rumlabern, da ändert sich nichts. Also dann wünsche ich euch wesentlich mehr Erfolg wie mir gerade. Euer Blaster-Ingenieur.